Ich werde dann probieren, nur die kleine Pause, das Niveau zu halten, wird nicht ganz einfach wird gehen, nur der exzellenter Aufhörungsrede von ihrer neuen Präsidentin. Die Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollege Minister Claude Thomas, liebe Kollegin Deputierten Francine Klosner, liebe Kolleginnen alle Guten. Für ich für 45 Jahre mit meinem Kollegen Alain Pulli, für die ich in meinem Leben auf eine Geschäftsversammlung gegangen bin, damals noch an der Jugendgewerkschaft LAJ, hatte ich keine Ahnung davon, dass das ging eine Beziehung für das Leben ging. Heute stehe ich an einer ganz anderen Funktion hier, für uns als Ihnen dankbar. Wir können für der größten Gewerkschaft vom Land heute Wort und erst zu richten. Wie ich gestern noch Gedanken gemacht habe, werde ich an dieser Rede so sagen, hatte ich die Schwere ob ich ein political korrekt aller Weltsrede soll teilen oder ob ich echt sollte meinem Prinzip treu bleiben, auf von der Lunge auf die Zunge schwätzen, mit dem Risiko, mir auch mal heils den Mund zu verbrennen, weil das eint oder ändert, werde ich schwer sagen, dem einen oder anderen vielleicht nicht zu 100% wird gefallen. Der könnt ja nur selber dezidieren, was dabei rauskommt. Für das Recht erlaubt mir ihrer neu gewählten Präsidentin mein allerherzlichsten Glückwunsch auszuschwätzen und ihm eine glückliche Hand für die nächsten Jahre zu wünschen. Der Fakt, dass man Nora für die eine Frau unterstützt von der größten Gewerkschaft steht, hat verschiedene hier am Land global aus der Köchtsprache gelassen und sogar die größten Tageszeitungen dazu bewogen, dem Nora auf der Seite 2 und 3 ganz großen Artikel zu widmen, dass ihr schon bald einer Adelsprechung gleichkennt. Für was eigentlich müsste nicht schon längst ein Selbstverständnis sein, dass auch eine Frau das große Verantwortung kennt und kann drohen. Aber für was geht nicht über eine ganze Reihe von anderen Qualitäten von ihrer neuen Präsidentin geschwärzt, zum Beispiel seine Fähigkeit zur politischen Analyse, seine Fähigkeit, also seine soziale Intelligenz für seinen Gesprächspartner ganz sehr, ganz richtig anzuschätzen, also ein Gefühl, wir können zu vermitteln oder einfach hart zu verhandeln, von der da muss sein. Ich muss sagen, das sind nur ein paar von den Qualitäten, die ich bei ihrer neuen Präsidentin in kurzer Zeit kennengelernt habe, an dem ich auf das höchste Maß beeindrucken, weil ich weiß, dass es Resultat sind von einem hart erschaffenen Lehrprozess. Die Damen und Herren, es sind überzeugt, dass der Guten, dass der die richtige Schwur getroffen hat, wie das Nora Bock zu ihrer neuen Präsidentin gemacht hat. Nora, an den Schmengen hat das sich das bewusst, hat groß Schunge getan, für einen Faustschopfen zu klammen von einem John Castagnaro, einem Jean-Claude Reding oder einem Amanda Rölchen. Wir sind überzeugt, dass die Gewerkschaftsbewegung, auch speziell den OGBL, genauso wird prägen wie seine 3 Vorgänger. Ich freue mich schon, ob ein gutes Zusammenarbeit. An den Term Zusammenarbeit ist nicht ganz unschuldig gewählt. Einerseits, weil wir viel Arbeit werden für uns tun, an einer Welt, die sich rasant ändert. Und andererseits, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir nicht mehr zusammen können kommen. Das zählt unter anderem, für das nicht immer einfach Zusammenspiel zwischen der Politik am Allgemeinen, an meiner eigenen Partei am Speziellen, an der Gewerkschaft. Es zählt aber auch für die Kohärenz von der gesamten Gesellschaft, wo nicht tief zugelassen gehen, dass gewisse Wege vom sozialen Dialog mutwillig beschädigt gehen. Es gibt keinen, mit dem ich über die Toten an einer Frohen mehr oft geschwärzt, leidenschaftlich diskutiert und gestritten haben, wie man Else Rölchen, ihrem ausschiedenden Präsident. Heinz, du haben wir gestritten, wie die Buchstabender an einem Moos, dass es für die anderen Beteiligten, denken hauptsächlich und als Frauen, schwer zu erdrohen wäre. Ich weiß aber, dass die Diskussionen immer an einem gegenseitigen Respekt geschieht sind.
an einem Geist von langer Freundschaft, die ganz vieles aushält. Und ich weiß einerseits, wird immer der Verbesserung von den Lebensbedingungen von denen Leuten geschuldet, oder wer immer den Verbesserung von den Lebensbedingungen von denen Leuten geschuldet, die müssen schaffen gehen, für ihre Tronnen zu kommen. Und dafür meine ganz große Anerkennung, mein hoher Respekt und eine große Merci an Namen von Tausenden und Tausenden von Leuten. Du hast zusammen mit deinen Kollegen einen unschätzbaren Dienst am Interesse von der ganzen Gesellschaft gelegt. Weil alle Schritte, die wir in Richtung von mehr sozialer Gerechtigkeit machen, auch ein Schritt ist in Richtung von mehr sozialem Frieden, in Richtung von Frieden und Freiheit am Allgemeinen, und in Richtung von Glück erlebt von den Leuten, die mehr zu vertreten haben. Pass auf dich auf, und eine bonne Chance für die weitere Herausforderungen. An die neuen Herausforderungen riskieren wir sehr, und mehr drakonisch auf uns durchzukommen, wie wir uns hautfeit können vorstellen. Die Regierung hat sich ein ambitiöses Programm gegeben, wie wir das Arbeitsrecht in Zukunft können, ja sollen modernisieren. Für einmal hat man dafür auch das Recht auf ein grosses Lob vom OGBL und dafür auch ein grosses Merci. Ja, wir brauchen neue Regelungen im Bereich von der Interimsarbeit zum Beispiel, für Salarié vis-à-vis von verschiedenen Achsen zu schützen. Echt Vorschläge, das wisst ihr, leider um dich. Ja, wir brauchen neue Legislativtexte, mehr Ressourcen für ein ITM und klar zu setzen, dass sie ihre Uraufgabe, der Kontrolle vom Arbeitsrecht, auch nachkommen kann. Ja, wir brauchen neue Regelungen von der Medizin du Travail, vom Reklassementsgesetz insgesamt, weil wir einerseits nicht wollen nachgucken, wie richtig krank Leute noch immer nicht genug sozial aufgesichert sind und auf der anderen Seite nicht krank Leute oft an der Komplexität mit ihren Patron probieren vom System zu profitieren. Ja, wir brauchen neue Regelungen für den Plan de Maintien de l'Emploi, auch für den Plan Sozialen, weil es nicht hinnehmbar ist, dass einseitig die Beschäftigten müssen durchhalten, wenn es zu Restrukturierungen kommt. Ja, wir brauchen allgemein mehr modernes Kollektivvertragsgesetz, das möglichst viel Beschäftigte an ein Arbeitsverhältnis bringt, das durch Kollektivvertrag aufgesichert ist. Weil wir nicht wollen zulassen, dass am nicht öffentlichen Sektor zu immer mehr große Clivage kommt zwischen denen, die über Kollektivvertrag verfügen, die 30 an medisch Congé zur Verfügung haben, die besser Paien haben, die besser Konditionen de Travail haben, besser Formationen et j'en passe. An denen, die auf der anderen Seite müssen mit dem gesetzlichen Minimum zufrieden gehen. Ja, wir brauchen mit Sicherheit ein Recht auf Formation continue an einer Arbeitswelt, die sich rasant ändert, weil nicht mehr die eine gute Formation haben, auch bereit sind für den Arbeitsmarkt von morgen. Ja, wir brauchen den Droit à la Déconnexion, so wie auch CSL auf dem letzten Kolloq diskutiert wird. Weil wir nicht wollen, dass Menschen 24 auf 24 Stunden am Dienst sind und das auf Kosten von ihrer Gesundheit oder ihrer Familie. Aber mehr wie nötig brauchen wir auch noch weitere Regelungen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie wird den Droit au temps partiel oder den Droit auf den Congé parental plus, so wie doch am Regierungsprogramm vorgesehen ist. Ich kennt das Löschlohn nach beliebig weiterführen und ihr wisst, wo wir schwätzen. Wir schauen hier ab, weil ich will den Fokus ganz konkret richten, ob das, was wir am Menge nähen, am dringlichsten brauchen, wenn wir alle guten die Sachen, die ich gerade hier abgezählt und auch wollen, umsetzen. Und das ist eine Regelrechtsstrategie. Ich koordiniert vier Gehen. Groß sozial Fortschritte brauchen und Geschichte beweist das. Immer zwei Sachen. Erstens, die politischen Kräfteverhältnisse müssen so sein, dass Fortschritte auch möglich sind. Und zweitens, die Fortschritte müssen gedroht gehen für breite Schichten von der Gesellschaft. Aber wenn wir uns die ersten vier Bedingungen angucken und probieren, nicht alles schön zu reden, dann muss ich ja feststellen, dass wir eine Regierung haben, die auf der einen Seite ein ganz klares Programm hat, wo aber auch andere Pisten abgewiesen gehen, wo noch nicht alles am Detail geregelt ist. Das ist auch bei der Envergure von seinem Regierungsprogramm gut nicht möglich. Und es soll bei all dem auch nicht vergessen, dass er nicht mit einer Regierung zu tun hat, wo 3 Parteien dran sind. 3 Parteien mit verschiedenen politischen Prioritäten,
mit differenzierten Programmen, mit unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Meinungen. Der Claude Turmes, den heute noch mehr schwätzt, und ich höre nun viel über das Klima, was ja auch bei der Präsidentin ein großes Thema war, gesagt, nicht nur nicht das auswirkt. Und denkt doch auf vielen Sachen ganz ähnlich das wie ich, auch wenn er für die Gelegenheit von diesem Kongress schön traut hier getan hat. Näherens steht an unserem Koalitionsprogramm, dass Lobemo als 3 Parteien eine Partei geben. Dass wir praktisch zu einem siamesischen Drilling geben mutieren. Nimmen, weil wir am Ende vom Land also bei gemeinsamen Programm geeinigt hätten. Es gibt Unterschiede an der politischen Zusammensetzung, nicht nur von den Koalitionsparteien, sondern von den Parteien insgesamt. Und das ist der Wert, auch als Gewerkschaftler, sich genau anzugucken, was den einen oder anderen sieht und möchte. Es gibt Unterschiede an der Ausrichtung, an der Priorisierung, und auch über den Weg, wie man gehen muss, für gemeinsame Ziele zu erreichen. Und das ist auch gut so, dass es die Unterschiede gibt. Und ich bin auch froh, dass es doch noch Wert an Zukunft geht. Lo hat die Regierung an der Diskussion rund um das Klima viel Gehalt kriegt, sie gibt sich zu viel Zeit lassen, für die nationale Klimapolitik an die richtigen Spannen zu lenken. Ich gebe mir wünschen, dass man nicht so wenig oder nicht so viel über die Form diskutieren, mir vielleicht viel mehr über den Inhalt von dem, was die Regierung am Bereich vom Klima diskutiert und dezidiert wird, dann steht davon überzeugt, dass der Claude nach mir genau wird, trotz Argument. Es ist immens hilfreich, dass man zum Beispiel als das ehrgeiziges Ziel gesagt haben, für eine Reduktion von 55% und nicht mehr von 40% zu machen, wie das international von uns verlangt wird. Und noch viel mehr hilfreich in der Strupp, dass man das erste Land auf der Welt sind, das an einem Gesetz ganz klar sieht, dass man eine Sozialklausel beachten bei unserer Klimapolitik. Am Klartext heißt das, dass alle Mesure, ich betone alle Mesure, die am Kader vom Kampf gegen den Klimanotstand geholt gehen, geprüft wird, ob hier sozial verträglich steht. Und gegebenenfalls sozial gestaffelt kompensiert wird. Das ist die Voraussetzung für das Leute, die Politik, die wir am Klimabereich machen, auch matt gehen. Dass sie bereit sind, das, was vorgehen ist, auch matt zu drohen. Wir sind an dem doten Bereich durch die Sozialklauseln Weltspitz, wegweisend für viele andere Länder, aber wir sollten uns nicht schummen, das doch ganz hart zu suchen. Aber weil wir das so und nicht ernst machen, brauchen wir auch keine von schwarzen erbrungenen Kräften in der Wand der Gilets jaunes auf den Straßen, die müssen streiten für Steuererleichterungen oder für 100 € mehr Mindestlohn zu kriegen oder für die Defiskalisierung von den Überstunden können zu erreichen, weil das alles Sachen sind, die wir heute in Lützelburg schon längst umgesetzt und auch schon längst haben. Zum Teil aufgrund von einfachen politischen Entscheidungen von der Regierung, mit zum Teil aber auch aufgrund von einem ausgiebigen Sozialdialog, den wir an der Vergangenheit als verschrieben hatten, an den, und das will ich am Namen von der ganzen Regierung sagen, den wir auch an Zukunft werden herstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist also nicht so. Wie das verständliche Grund uns durchgestaltet wird, dass wir alle Wohltaten just die zuständig sind, die gefordert und gekämpft haben, auch für all die negativen Aspekte anderer Verantwortung zu überholen hätten. Für das nach mir klar und ein paar Beispiele zu illustrieren. Der Erhalt vom Index wäre eine Gemeinschaftsproduktion von gewerkschaftlichem Ansatz und parteipolitischer Überzeugung und Endurance. Ein gewonnener Streit am Pflegesektor, wegweisend für das Land, aus der Hartnäckigkeit und der Solidarität von den Betroffenen zu verdanken, die müssen alles gehen, für zu gewinnen, aber auch dem Druck, der von politischer Seite auf die öffentliche Patron gemerkt ist. Eine halbwegs fair Arbeitszeitregelung mit klaren maximalen Referenzperioden, Arrangingskompensationen, war möglich, weil die politischen Regeln da waren, für die berechtigten Umleise von den Salarien, vorgedroht hauptsächlich durch den OGBL, auch können umzusetzen. Die Beispiele weisen, politische Erfolge sind möglich, aber sie müssen gut durchdacht und exekutiert gehen. Das ist gut, dass es eine Gewerkschaft gibt, die Druck auf den linken politischen Spektrum möchte, für das den nicht vergisst, wo ihn herkommt. Mit denen, die Druck machen, sollten ihrerseits nie vergessen, dass der politische Gegner nicht links von der Mitte steht, mehr auf einer ganz anderen Seite sitzt.
Wir wollen, wenn wir wollen, kommen, brauchen wir ein Zusammenspiel von allen fortschrittlichen Kräften. Jitverein auf seiner Platz, Jitverein mit seinen Kontranten, und Jitverein an seinem Roll. Wir geeint am Willen, diesem Land als seine Leute zu dingen und zu einer Platz von der Hoffnung zu machen. Zu einem Land, das Mensch und Natur respektiert. Zu einem Land, an dem es sich gut leben lässt, auch schaffen lässt, an dem für ein fair Arbeit auch ein fair Preis kriegt, mit der sich dezent kann ein Leben leisten, ohne zu fährten, müssen an Prekarität zu fallen. Als Viergänger haben das Zusammenspiel von den Kräften, die politische Symbiose à la Perfektion maîtrisiert, zum Wohl von den schaffenden Leuten an der Gesellschaft tout court. Es gibt überhaupt keinen Grund, für was das uns nicht auch genauso gut gelingen sollte. Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass wir auch nach anderen Partnern am Boot tun, die auch hier Sensibilitäten haben, die müssen und sollen respektiert gehen. In China sagen sie, der Kompromiss ist immer ein vierlebigen Erfolg. Und ich sage heute zu Lützeburg, ja, ein vierlebigen Erfolg, aber eben auch ein Erfolg. Heute zu Lützeburg hat die Fähigkeit zum Kompromiss dazu geführt, dass wir noch immer, aber bei weitem die besten Sozialsysteme erreicht haben, quer durch Europa und weit darüber hinaus. Und es geht darum, sie in Zukunft zu verteidigen und sogar noch auszubauen. Und das ist zumindest unfair. Die den Kompromiss immer müssen umsetzen, für denen zu unterstellen, sie hätten die gemeinsamen Werte aus dem Blick verloren. Madame Präsidentin, meine Damen und Herren, erlaubt mir, nachdem es an den letzten Wochen am Kader von den schädlichen Diskussionen rund um den Sozialdialog am Allgemeinen, rund um das Funktionament vom CPTE, am besonderen kurzes Übertroll vom Arbeitsminister zu suchen, über die ja viel spekuliert und geschrieben ist. Ich will heute mein persönlichen Coming-out machen. Erstens weiß ich ganz genau, dass ich als Arbeitsminister nicht allein die Meinung von dem kleinen Escher Arbeiterjung mit dem roten Fendel aus der Jean-Jaurès-Straße zu vertreten und zu vertreten habe, aber dass ich der Vertreter von der gesamten Regierung bin und die Meinung von der gesamten Regierung muss öffentlich vertreten. Mit zweitens weiß ich aber ganz genau und noch viel mehr genau und noch viel mehr präzise auch, dass ich in Kraft von dem Guten leben, dass ich nie werde abhalten, für den gesellschaftlichen Fortschritt zu wirken und anzutreten. Und dass ich die Konfrontation provoziert tun, mich nie werden als neutralen Beobachter erleben. Weil ich A, kein neutraler Mensch bin, es nie war und noch nie wert gehen, und als zweifelsfalls weiß, wo ich muss zu stehen haben, und B, weil auch komplett falsch ist, die Regierung am Kader vom Sozialdialog so durchzustellen, wie wenn sie nicht mehr die Rolle von einem neutralen Arbiter zu spielen hat. Das war nicht so und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Die Regierung ist ein Akteur, der ein Regierungsprogramm umzusetzen hat, die Verantwortung hat, das Land an alle Gebiete so aufzustellen, dass es Träders für die Herausforderungen von der Zukunft können optimistisch entgegenzutreten. Und dazu gehört nun einmal auch das Arbeitsrecht und Modernisierung vom Arbeitsrecht. Dass wir einerseits Betriebe können schützen für unlautere Konkurrenzpraktiken und andererseits Salarien vis-à-vis von den Exzellen und Ausnutzungen protegiert gehen. Das ist das Arbeitsprogramm, das vorgeschrieben ist. Und das ist auch das, was wir werden machen. Mit oder ohne konstruktive Beitrag von dem einen oder anderen, die meint, sein Ego wäre mehr groß und mehr wichtig für die berechtigte Ulayes von Tausenden und Tausenden von schaffenden Leuten. Es wird nicht den ersten Zug. Glücklicherweise hat ja gestern eine ganze Reihe von Spezialisten vom Zug an ihre Reihen. Es wird nicht den ersten Zug, den auch ganz sicher an die Guerre rauffuhren, ohne dass eine Reihe von wichtigen Passagieren dabei wären, weil sie vergessen hatten, den Zug mit Zeit zu holen. Madame Präsidentin, neben dem sozialen Ansatz von ihren Membern hat der Gewerkschaft seit ihrer Gründung immer gewusst, wo sie zu stehen hat, wenn es um allgemein gesellschaftspolitische Themen gegangen ist. Zuletzt war das der Fall,
wo der die Jungen unterstützt hat, an ihrem Bestreben beim Klima zu retten, was zu retten ist. Er Spruch war klar, von dem Frohen von Krieg auf Friede gegangen ist, an der Vergangenheit und noch an der Gegenwart. Der wisst, wo da steht, wenn den Froh von Gleichberechtigung von den Geschlechtern geht, wenn es darum geht, Diskriminierungen auf alle Gebiete zu bekämpfen. Der legt offene Widerstand gegen nationalistisch, populistisch und sogar faschistoid Tendenzen an unserer Gesellschaft. Er Message gegen Haser Gewalt, gegen die Ausgrenzungen von Leuten, die von weit hier kommen, weil sie für Krieg an einer Erdrückung müssen fortlaufen, wäre von klarer Deutlichkeit. All das an einer politischen Deklarationen, die klare Prise de Position machen, dass der eben viel mehr sieht, wie just ein kleinen Not in my backyard Verein von Nirgendrun. Auch viel mehr sieht, wie just der Kontabel von den Paien von ihren Membern. Nein, und auch von dem engen oder anderen Margaret Thatcher Verschnitt nicht gefällt. Und auch von verschiedenen Leuten schon mal am Gesicht gehen, wenn sie nicht mehr das Wort Gewerkschaft hören. Und auch von denen schwer zu begreifen, und mit werden nicht und anderen, der sieht von den großen und entscheidenden politischen Akteuren hier am Land. Und der Gestaltung, wie das Land soll ausgesehen, wie das Land soll gemerkt gehen, für das auch die Jungen eine Chance haben, können schön und flott aus diesem Land zu leben. Der verdankt dat dem Courage und der Ausdauer von ihren Membern an dem, was Vorgänger aufgebaut hat. Die Regierung als der Rolle von dem OGBL hier am Land, den OGBL hier am Land spielt, voll bewusst, aber werde ich immer den Respekt entgegenbringen, den der auch verdient hat. Wir sollten aber heute keine falschen Versprechungen machen, keine falschen Hoffnungen schüren. Wir werden, und das liegt an der Natur von der Sache, nicht immer die nämliche Meinung vertreten. Wir werden zusammen probieren, das Land noch mehr gerecht, noch mehr solidarisch und damit noch mehr schön zu machen. Darauf gehen wir mein Wort. Ich wünsche dem Kongress eine flotte Kontinuation, also vielmals merci für die Zeit.